Herzlich willkommen zum Blogbeitrag der Musikerstube. Mein Name ist Manuel und heute widmen wir uns einem Thema, das jeden steirischen Harmonikaspieler betreffen sollte, nämlich warum spiele ich Tonleitern auf der steirischen Harmonika? Warum, weshalb und wie ich eine Tonleiter jetzt spiele, das erkläre ich dir in den nächsten Minuten. Doch was ist jetzt eine Tonleiter? Eine Tonleiter besteht immer aus 8 Tönen, die du hintereinander auf- und abspielen kannst. Doch was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Tonleiter am Klavier und die Tonleiter auf der steirischen Harmonika? Wenn du jetzt zum Beispiel am Klavier eine Tonleiter spielst, musst du darauf achten, in welcher Tour dass du diese spielst und wie viele Vorzeichen diese Tour eben hat. Auf der steirischen Harmonika lernst du eine Tonleiter und diese kannst du auf jeder Stimmung und auf jeder Harmonika gleich spielen. Täglich grüßt die Tonleiter. Eine Tonleiter hat wirklich sehr viele Vorteile, die ich dir dann gleich im Anschluss aufzählen werde. Welche Tonleiter gibt es jetzt? Es gibt die einstimmige, zweistimmige, dreistimmige sowie auch vierstimmige und fünfstimmig. Aber die wichtigsten Tonleitern sind die einstimmige, zweistimmige und vielleicht noch die dreistimmige. Aber unser Fokus liegt jetzt mal auf der einstimmigen und zweistimmigen. Grundsätzlich können wir auf 3 Lagen auf der Harmonika spielen. Das heißt die tiefe Lage, die mittlere und die hohe Lage. Wir beginnen mit der tiefen Tonlage. Die mittlere, die hohe und das kannst du wieder zurückspielen. Dann jetzt nur die zweistimmige in der mittleren Tonlage und nun die zweistimmige in sechsten. Und das kannst du natürlich auch auf der dritten Reihe spielen. Die zweistimmige in sechsten kannst du aber nur auf 2 Tonlagen spielen. Doch welche Vorteile hat jetzt eine Tonleiter, wenn du diese in den verschiedenen Lagen spielst und auch einstimmig, zweistimmig und dreistimmig übst? Erstens, es ist eine sehr gute Aufwärmübung. Du kannst dich einspielen und auf jeder Höhe der Harmonika wirklich gut aufwärmen. Dann lernst du wirklich sehr viele Griffe. Wenn du jetzt wechselst in den hohen Lagen oder tiefen Lagen, der Wechsel zum Beispiel von der hohen Lage wieder zurück auf die Neutralstellung bereitet oft Probleme, weil du dir einfach unsicher bist und du keine Übung hast auf den hohen Lagen und tiefen Lagen. Das kannst du mit den Tonleitern wirklich sehr gut trainieren und du wirst dir auch sicherer. Ein weiterer Vorteil ist auch der Griffwechsel. Er wird flüssiger, schneller und du wirst wirklich sehr schnell einen Erfolg verspüren und das bei deinen Stücken widerspiegeln können. Eines der wichtigsten Punkte ist auch das Erforschen der Harmonika. Man traut sich vielleicht nicht oder man weiß nicht, wie man eine Harmonika erforscht, aber mit den Tonleitern lernst du deine Harmonika von oben nach unten wirklich sehr gut kennen. Du lernst neue Stücke viel schneller, weil du ein großes Repertoire an Griffen hast. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Kurs von mir buchst, ich spiele dir die Melodie vor, hier kommen meistens ganz einfache Griffe vor, selten, dass irgendwelche Griffe gespielt werden, die du eigentlich nicht in der Tonleiter findest. Natürlich gibt es diese auch, aber großteils reicht die Tonleiter. Doch wo lernst du jetzt die Tonleitern? In der Musikerstube kannst du alle 3 bzw. alle 3 verschiedenen Lagen der Tonleiter lernen, einstimmig, zweistimmig und dreistimmig. Nun wünsche ich dir viel Spaß und ciao baba, bis zum nächsten Video.